Das ist meine Aufgabe. Ich soll mich die nächsten 7 Tage gesund und nachhaltig ernähren. Mein Problem, ich kann Kochen nicht leiden. Die Zeit ist immer zu knapp dafür. Außerdem, ich liebe Käse, aber weiß nicht, ob der so gut ist. Und noch ein Problem, das ich habe, ich mag viele Gemüsesorten nicht. Also, das wird schon spannend. Puh. Was ist mit denen da? Die sind super billig, aber aus Marokko und in Plastik verpackt. Dass die so billig sind, also im Vergleich? Nee, die nehme ich nicht. Hier, die sind bio, aber nicht regional. Die sind aus Holland. Und die hier, die sind aus Deutschland. Aber mal so im Vergleich, da kostet das Kilo 6 € und da fast 12 €, doppelt so viel. Hi. Hallo. Komm rein. Gern. Da rein? Ja. Du hast Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften jetzt fast fertig studiert. So super, dass du da bist. Du bist genau die richtige Expertin für mich. Können wir erst mal klären, was überhaupt eine gesunde Ernährung ist? Viele Leute glauben, dass es bei gesunder Ernährung nur um Vitamine, also nur um Gemüse und Obst geht. Da gibt's aber mehr Faktoren. Ballaststoffe sind wichtig. Eiweiß, also Proteine. Es geht darum, Kohlenhydrate zu reduzieren, sprich Zucker. Davon wirklich nur wenig essen. Bei Fett kommt es darauf an, welches Fett. Tierisches Fett ist nicht so gut. Pflanzliche Fette, also Öle, schon. Ich habe eine Lebensmittelpyramide dabei. Da sieht man das ganz gut. Also viel Obst und Gemüse sind wichtig. Kohlenhydrate braucht man als Sattmacher, also Kartoffeln oder Brot. Beim Brot empfehle ich möglichst Vollkornbrot zu essen, denn da ist die Schale dabei und darin stecken Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine. Und der Zucker baut sich langsamer ab als bei Weißmehl. Tierische Produkte, Fleisch, Fisch, Milchprodukte sollten nur wenig gegessen werden. Ich war eben mal im Supermarkt und wollte was kaufen. Jetzt mal nur das Beispiel Tomaten. Die wollte ich unbedingt haben. Aber da war ich unsicher. Entweder sind die in Plastik verpackt oder von ewig weit her. Haben also für den Transportweg viel CO2 verbraucht. Andere sind nicht bio, also gespritzt. Das heißt ja dann, dass Insekten sterben. Das ist echt schwer. Also was soll ich nehmen? Die Preisunterschiede sind auch heftig. Hast du da einen Tipp, wie ich mich beim Kaufen entscheiden soll? Zum Beispiel bei den Tomaten? Stimmt, das ist schwer zu beantworten. Wenn du nachhaltig einkaufen willst, dann wäre logischerweise regional und bio am besten. Also wenn das von hier ist, bio und nicht gespritzt ist. Da geht es dann auch den Insekten gut. Aber mir ist schon klar, dass das am teuersten ist. Deshalb wäre mein Tipp, wechsle beim Kaufen ab. Also einen Tag regional einkaufen und am nächsten Tag bio. So zum Beispiel. Ich soll mich ja jetzt nachhaltig und gesund ernähren. Was rätst du mir? Du hast keine Vorerkrankungen, keine Lebensmittelallergie oder Unverträglichkeiten. Du bist erwachsen und nicht schwanger. Teste doch mal eine vegane Lebensweise. Das heißt, Fleisch und Fisch weglassen, aber auch Milchprodukte und Eier. Das würde ich jetzt für Kinder zum Beispiel nicht wirklich empfehlen, weil da die Frage ist, ob ihr Bedarf mit rein pflanzlicher Ernährung gedeckt werden kann. Und damit du gesund bleibst, musst du bitte Vitamin B12 künstlich als Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen. Muss ich dann nehmen, okay. Und deine Aufgabe ist es ja auch, nachhaltig zu essen. Da wäre vegane Ernährung auch am besten geeignet, denn eine rein pflanzliche Ernährung verursacht relativ wenig CO2. Wenn du magst, zeige ich dir dazu was. Ja, gehen wir darüber. Es gibt
gibt im Internet CO2-Rechner für Lebensmittel wie diese hier. Pro Kilogramm Lebensmittel ist da zusammengerechnet, wie viel CO2 verursacht wird. Durch Herstellung, Lagerung, Transportwege und Verpackung. Also, hier ist ein Teller. Bitte such die Lebensmittel aus, die deiner Meinung nach besonders viel CO2 verursachen. Stimmt es, Rinder pupsen viel Methan, oder? Ja, ja. Und damit den CO2-Wert hoch sein lässt? Sogar schlimmer als CO2? Ja, schlimmer als CO2. Und die Ananas? Sehr gut. Jetzt stell einen zweiten Teller mit Lebensmitteln zusammen, die möglichst geringe CO2-Werte haben und die du auch gerne essen würdest. Ich nehme Kartoffeln. Und hier. Und den. Da könnte ich einen Auflauf machen. Der schmeckt. Prima. Dann schauen wir uns mal die Werte an. Erstmal die Ananas. Das Steak. Oha, Ja, sehr hoch. das ist viel. Jetzt den zweiten Teller. Milchprodukte und allgemein tierische Lebensmittel haben einen sehr hohen CO2-Wert. Also auf Milchprodukte zu verzichten, das wird sehr hart für mich. Und Avocado und Ananas, die so fein schmecken, fallen ja dann auch raus, weil der Transportweg so weit ist. Also eine korrekte Ernährung klingt dann nicht besonders lecker. Oder gibt es da noch was anderes? Klar, da gibt's viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Haferdrink ist ein guter Ersatz für Kuhmilch. Schau. Krass, der Unterschied ist ja riesig. Okay. Du kannst dir auch mal Kokosmilch anschauen, was die für einen Wert hat. Wow. Und als Ersatz für Fleisch könntest du Tofu nehmen. Den? Wir können zusammen was kochen. Magst du? Ja, gerne. Na dann komm. Voll gut. Ja, schmeckt's dir? Auf alle Fälle. Hirse wird bei uns angebaut und ist viel nachhaltiger als Reis. Und das Gemüse kommt hier aus der Region. Ich brauche aber definitiv noch mehr Kochtipps. Und die hole ich mir morgen bei Laura in Nürnberg. Die lebt seit 9 Jahren vegan. Hallo, Hallo. komm rein. Warum hast du schon vor so langer Zeit entschieden, dass du vegan leben willst? Ich habe 1 Jahr Freiwilligendienst in Ungarn gemacht und musste mich zum ersten Mal selbst um mein Essen kümmern. Zum ersten Mal selbst einkaufen und sowas. Ich habe viel weniger Fleisch gekauft, weil ich da erst mal gemerkt habe, wie teuer das alles ist. Dann hat mir ein Freund ein Buch gegeben. Ich habe es gelesen und fand das total spannend. Der Autor schreibt über seine Weltreise und dass er sich mit veganer Ernährung super günstig versorgt hat. Im Buch stand auch noch ein Filmtipp. Das habe ich mir auch angesehen und das war wirklich schlimm, weil da wurden ganz brutale Bilder vom Schlachten gezeigt und wie schlimm die Tiere gehalten werden. Und auch, wie es in der Milchindustrie wirklich abläuft. Dann war klar, so kann ich nicht weitermachen. Nach dem Buch und dem Film habe ich alle Eier und so weiter aufgebraucht und mich ab dem nächsten Tag sofort vegan ernährt. Das war mir wirklich wichtig. Also gestern habe ich gelernt, dass vegane Ernährung am nachhaltigsten ist. Aber du hast dich nicht aus dem Nachhaltigkeitsgrund dafür entschieden, stimmt's? Nein, bei mir war es vor allem der Tierschutz, deswegen. Aber klar, ich habe mich ja viel mit veganer Ernährung beschäftigt und dabei gelernt, dass die auch nachhaltig ist. Und das ist ja auch ein Vorteil. Und es hat gesundheitliche Vorteile. Aber es stimmt, wenn man sich vegan ernähren möchte, braucht man unbedingt einen Grund. Mein Beweggrund war der Tierschutz. Das hat es mir leicht gemacht.
Wenn man es einfach mal so machen will, ohne Grund, wird es schwer, das durchzuhalten. Also, mein Grund ist der Tierschutz. Und das hilft mir, dabei zu bleiben. Hast du denn Tipps für mich? Wie du dich auf vegan umstellen kannst? Nein, was ich kochen kann. Ja klar, ich habe viele Rezepte. Komm, ich zeig sie dir. Ich hätte fürs Frühstück 3 Vorschläge. Ich zeig sie dir und du wählst aus. Gern. Das sind veganes Omelett, dann Kichererbsen-Cookie-Dough, also wie ein Brei, der schmeckt ganz gut. Oder Joghurtmüsli mit allem Möglichen. Die 2. Gut. Gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich probiere das andere Mal. Gut. Frisch. Schmeckt. Das ist ungewöhnlich. Total neuer Geschmack. Ich glaube, das kennt auch kaum jemand. Schmeckt gut. Das auch. Aber das ist besser. Reis, rote Beete und die Limette macht einen frischen Geschmack dazu. Und mit Kokosmilch, himmlisch. Das tut mir voll leid, dass du Kochen nicht magst. Aber weißt du was? Es ist so viel übrig. Du kannst gerne davon was mitnehmen, willst du? Ja, sehr gern. Und ich kann dir noch ein Rezept zeigen, das du auch gut einfrieren kannst und das auch gut an Weihnachten passen würde. Da isst man ja typischerweise Fleisch oder Fleischbraten. Und für eine tolle vegane Alternative habe ich ein Rezept, das zeige ich dir. Sehr gern. Machen wir dann. Danke. Perfekt für unterwegs. Riecht super. Veganer brauchen Vitamin B12. Das ist super wichtig fürs Gehirn. Bei Vitamin B12-Mangel geht da einiges irreparabel kaputt. Deshalb ist das so wichtig. Ich nehme jetzt eine Kapsel. Magst du auch eine nehmen? Wie oft nimmst du die? Jeden Tag. Es gibt verschiedene Produkte. Ich nehme immer diese. Prost. Prost. Mir fällt es sehr schwer, auf Käse zu verzichten. Welche Alternativen gibt's? Käse wegzulassen fällt vielen Leuten schwer. Aber es gibt veganen Käse und da auch ganz verschiedene. Streukäse, welchen fürs Brot, Feta. Magst mal probieren? Ich habe welchen da. Ja. Ach, sowas gibt's auch? Ja, das ist wie Feta. Und das ist halt normaler Käse. Probieren wir es. Ja. Ein bisschen anders. Schmeckt nicht so. Schmeckt dir nicht? Anfangs ja, der Nachgeschmack nicht. Viel besser. Der ist nichts, aber der ist sehr gut.
Weihnachtsbraten ist ja immer was Besonderes. Und das Team, die Autorin, Kameraleute wollen das jetzt natürlich auch probieren und wissen, wie es schmeckt. Dann guten Appetit. Mahlzeit. Guten Appetit. Oh ja, schmeckt bisschen süß. Magst du's? Ja, gut. Schmeckt sehr gut. Ja. Könntet ihr euch vorstellen, an Weihnachten sowas statt einem Braten zu essen? Ja. Ja. Ah, Moment, die andere Tupper noch. Das von vorhin. Und ich habe noch mehr Rezepte für dich, die du nachkochen kannst. Super, danke. Ich wünsche dir viel Erfolg beim veganen Kochen demnächst. Mach's gut. Ciao. Oh, nee. Schmeckt gar nicht. Das hier ist mit Brokkoli. Nein, keine Chance. Allgemein mag ich Kohl überhaupt nicht. Ja, gut. Das andere klingt alles ganz gut. Ich schreibe mal auf. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. Da-di-da-di-da. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. Da-di-da-di-da. Charleston was once the rage, Ganz schön viel habe ich da eingekauft. Vieles davon habe ich nicht gekannt und musste echt suchen. Anstrengend. Aber letztendlich habe ich alles gefunden. Ich habe versucht, möglichst bio- und regionale Produkte zu nehmen. Und muss sagen, der Preis ist okay. Die Gewürze zum Beispiel kann ich auch öfter verwenden. Und wenn vom Kochen was übrig bleibt, kann ich es am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen. Dann spare ich auch wieder Geld. Das lohnt sich schon. Ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von Küche und Herd. Aber letztens, als wir das Hirsegericht gekocht haben, das hat sogar Spaß gemacht. Jetzt allein hier kochen, da muss ich wohl durch. Hier? Ja, hier essen, komm. Schön. Wie läuft's denn? Fleisch wegzulassen macht mir überhaupt nichts aus. Aber Milchprodukte wie Käse, das ist schwer. Beispielsweise liebe ich Salat mit Feta oder Aufstrich. Dieser vegane Aufstrich, also der ist grausam. Das geht gar nicht. Hast du Tipps?
Mei, für den Aufstrich eine Alternative. Ich glaube, du musst dich einfach durchprobieren, bis du einen findest, der dir schmeckt. Na gut. Mahlzeit. Mahlzeit. Das schmeckt richtig gut. Ja, Vegane Ernährung ist, wenn man auf Regionalität und Saisonalität achtet, nachhaltiger. Laura hat sich für vegane Ernährung entschieden, weil ihr das Tierwohl wichtig ist. Aber ist Fleischverzicht auch gesünder? tatsächlich ja. Fleisch kann Herz-Kreislauf-Krankheiten befeuern. Tierische Fette belasten unseren Körper. Sportler zum Beispiel können ihre Leistung steigern, wenn sie Fleisch und tierische Fette reduzieren. Vielleicht fühlst du dich auch die nächsten Tage wacher und fitter. Achte mal drauf. Die nächsten Tage muss ich in den BR. Für BR24 kann ich viel im Homeoffice arbeiten, aber jetzt muss ich hinfahren. Deshalb habe ich ja vorgekocht und vorbereitet. Mal gucken, wie weit ich da komme und ob es sich zeitlich ausgeht mit der Arbeit. Sonst gehe ich in die Kantine oder kaufe mir was unterwegs. Das ist ja immer möglich. Aber ob das dann vegan ist? Ich habe so Hunger und bin im Stress. Zeit ist knapp und jetzt habe ich einfach diese Käsesemmel gebraucht. Ich nehme das bitte. Ich bin überrascht, wie viele vegane Rezepte es im Internet gibt. So viele. Aber jetzt will ich noch eins von Lauras Rezepten ausprobieren, die sie mir gegeben hat. Heute bin ich entspannt und habe genug Zeit dafür. Was ich mir ausgesucht habe, ist ein bisschen aufwendiger. Erst muss da der Tofu ausgepresst werden. Das hier macht Spaß. Ich bin total gespannt, wie es schmeckt. Tofu ist eigentlich nicht so meins.
Gut. Boah, ja. Schmeckt. Karotten sind auch sowas. Roh geht nicht. Mit Dressing? Süß, ja, ganz lecker. Ich habe extra viel gekocht, damit ich das dann wieder mitnehmen kann, wenn ich unterwegs bin. Geschafft. 7 Tage sind rum. Und wie fühlst du dich? Was wirst du beibehalten und was nicht? Auf alle Fälle geht's meinem Gewissen besser. Da musste ich jetzt nicht mehr nachdenken. Das ist mir schon aufgefallen. Nur Milchprodukte weglassen ist trotzdem schwer. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, also normalerweise gebe ich ziemlich viel Geld aus, wenn ich immer unterwegs was kaufe oder im Restaurant esse. Da habe ich die Woche viel gespart. Dafür war der Zeitaufwand recht hoch. Aber dank der Rezepte war das Kochen überraschend okay für mich. Wenn Zeit ist, passt das. Wenn ich im Stress bin, geht das halt nicht. Mein Tipp, nicht hungrig einkaufen gehen. Sonst kauft man mehr, als man braucht. Und noch ein Tipp, wenn Essen übrig bleibt, nicht wegwerfen. Wegwerfen kostet. Deshalb unbedingt eine Einkaufsliste machen, mit allen Lebensmitteln, die man demnächst auch verbraucht. Ich persönlich stelle immer fest, preislich sind die beiden Ernährungsweisen, also Fleisch und vegane Ernährung, ähnlich. Übrigens, dein Gericht mit dem wenigsten CO2-Verbrauch war das Linsencurry. Das war wirklich lecker. Ja, prima. Das hatte einen CO2-Verbrauch von 557 Gramm. So als Vergleich, 1 Liter Milch hat einen CO2-Wert von 1,7 Kilogramm. Also grob 3-mal so viel. Ich muss ja gestehen, so 100%ig vegan habe ich es diese Woche nicht geschafft. Unterwegs, ich hatte wenig Zeit, habe ich mir mal eine Käsesemmel gekauft. Das ist okay. Durchweg alles richtig machen ist schwer. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die durchwechseln. An einem Tag schauen sie, dass alles möglichst regional ist, am nächsten Tag alles bio. Und diese Leute gönnen sich auch einmal die Woche einen Free Day, einen Tag, an dem sie einfach essen, worauf sie gerade Lust haben. Da sind auch Milchprodukte und Fleisch total in Ordnung. Allerdings finde ich persönlich, dass das Fleisch dann von Tieren mit artgerechter Haltung kommen sollte. Auf Fleisch zu verzichten macht mir tatsächlich nichts aus. Aber so ein Free Day ist eine gute Idee. Und es geht ja vor allem darum, Milchprodukte zu reduzieren. Wenn ihr übrigens die Rezepte nachkochen wollt, schaut auf unsere Homepage hier. Ich wünsche euch guten Appetit, Servus und bis zum nächsten Mal bei Sehen statt Hören.